über ein interessantes Thema. Bugun qiziqarli mavzu haqida gaplashamiz. So, und jetzt verteile ich auch meinen Bildschirm. Könnt ihr jetzt sehen? Ko'ralyapsizlar? Ekran ko'rinyaptimi? Assalomu alaykum. Ko'rinyapti. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Also, vielleicht können wir jetzt beginnen. Boshlasak bo'laveradi menimcha. Nun, guruhga einmal muss ich mich auch melden. Bir marta xabar berib qo'yamiz. So, längere Rede, kurzer Sinn, beginnen wir den Unterricht. Ko'p gapirgandan ko'ra dars boshlagan yaxshi. Also, erste Deutschlehrer. So, und zuerst schaut ihr das Bild an. Hier steht ein Mann und zeigt jemandem ein Foto. Xo'p, bu yerda bitta erkak tasvirlangan va kimgadir rasm ko'rsatyapti. Also, ist das interessant? Qiziqmi bu? Also, jetzt hören wir ein Gespräch zwischen diesen Personen und markieren wir, welche Antworten richtig sind. Qaranglar, mana shu rasmda ikki kishi gaplashadi. Biz mana shu gaplardan qaysi biri richtig va qaysi biri falsch yoki unbekannt. Unbekannt degani umuman bu haqda aytilmagan degani. Doimgidek gaplarni oldin tushunib olamiz. Birinchi bo'lib, keyin agar o'ringa mos kelsa richtig, mos kelmasa falsch. Umuman gap aytilmagan bo'lsa unbekannt degan javobni belgilaymiz. Ya'ni aytilmadi, u haqda gapirilmadi degan ma'noda. Seid ihr bereit? Tayyormisizlar? Ja. Okay, dann erste. Paul spricht gut Deutsch, weil seine Mutter Deutsche ist. Nima deyapti Anvar aka? Anvar aka. Bunyodagi. Paul nemis tilida yaxshi gapiradi, chunki uning onasi nemis. Aha. Deutsche betda o'sha nemis millatiga mansub inson sifatida kelyapti. Chunki uning onasi nemis. Shuning uchun u nemislar yaxshi gapiradi deyapti. Sehr gut. Und nächster Satz, Tolib aka. Sie sind jetzt beigetreten. Sie haben jetzt beigetreten. Abraham aka, nächster Satz. Keyingi. Paul hat schon als Kind Deutsch gelernt. Paul yoshligida allaqachon yoshligida nemis tili bo'yicha o'qigan. Nemis tili yoshligida o'sha nemisni o'qigan bolaligida. Sehr gut. Und nächste Person Abdullah Nodir aka. Nodir aka. Nächster Satz. Bitte erklären Sie uns auf Uzbekisch. O'zbek tilida tushuntirib beringiz qani. Von Marie hat Paul die ersten deutschen Wörter gelernt. Mariya bilan Paul avvalgi kursni bittada ustozda o'rgangan degan. Yo'q. Von Marie. Mariyadan Paul. Hat Paul die ersten deutschen Wörter gelernt. Mariyadan Paul birinchi nemischa so'zlarni o'rgangan. O'tgan zamon turibdi. Von betta dan degan ma'noda. So, Asror aka, letzter Satz. Oxirgi gap Asror aka. Paul erstes deutsches Wort war Bratwurst. Paulning birinchi nemischa so'zi qovurilgan kolbasa bo'lgan. Sehr gut. Ya'ni u nemis tilidagi birinchi so'zi qaysi? Mana shuni topamiz. Qaysidir gaplar shu yerdan qaysi biridir aytilmagan, umuman fikr ketmagan, u holatda unbekannt degan javobni belgilaysizlar. Wenn ihr bereit seid, jetzt hören wir das Gespräch. Tayyor bo'lsalaring, suhbatni eshitamiz. Tak. Hozir. O'qimagan ekanmiz o'zi. Şimdi. Bir minut.
Mana endi eshitsak bo'ladi. Tak, tayyor bo'lsalaring ketdik. Lektion 13. Meine erste Deutschlehrerin. Aufgabe 1. Bratwurst mit Sauerkraut. Lecker. Sag mal, Paul, woher kannst du eigentlich so gut Deutsch? Sind deine Eltern aus einem deutschsprachigen Land? Nein, Frauke. Bei uns zu Hause spricht keiner Deutsch. Warum kannst du es dann so super? Hast du mit dem Deutschlernen schon im Kindergarten angefangen? Nein. Meine ersten deutschen Wörter habe ich gesprochen, als ich 19 war. Echt? Erzähl. Warte. Da, guck mal. Das ist Marie. Sie hat mir den ersten deutschen Satz beigebracht. So? Welchen denn? Hallo, was möchten Sie? Ich erzähl's dir gleich. Ich hätte gern einmal die Bratwurst, bitte. Bratwurst mit Kraut. Gern. Mhm. So, habt ihr verstanden oder wollt ihr nochmal hören? Tushundikmi yoki yana bir marta eshitamizmi? Nochmal. Okay. Lektion 13. Meine erste Deutschlehrerin. Aufgabe 1. Bratwurst mit Sauerkraut. Lecker. Sag mal, Paul, woher kannst du eigentlich so gut Deutsch? Sind deine Eltern aus einem deutschsprachigen Land? Nein, Frauke. Bei uns zu Hause spricht keiner Deutsch. Warum kannst du es dann so super? Hast du mit dem Deutschlernen schon im Kindergarten angefangen? Nein. Meine ersten deutschen Wörter habe ich gesprochen, als ich 19 war. Echt? Erzähl. Warte. Da, guck mal. Das ist Marie. Sie hat mir den ersten deutschen Satz beigebracht. So? Welchen denn? Hallo, was möchten Sie? Ich erzähl's dir gleich. Ich hätte gern einmal die Bratwurst, bitte. Bratwurst mit Kraut. Gern. Okay. Habt ihr gefunden? Topdikmi? Tushundikmi? Und es gibt hier ein neues Wort. Yangi so'z bor. Bu beibringen. Beibringen. Beibringen ist Synonym zum Wort lernen. Yani bu so'z beibringen lernenga sinonim. Lernen deb lehren. Lernga sinonim o'rgatmoq degani. O'rgatmoq. Bay ajraladi, esdan chiqmasin. Bay ajraladigan old qo'shimchali fe'l. Beibringen yoki lehren ikkalasi ham o'rgatmoq degani. So, und jetzt analysieren wir zusammen. Shahriyor aka, haben Sie das Gespräch gehört? Shahriyor aka, suhbatni eshitdingizmi? Eshitdim. Okay, für die erste Frage, was haben Sie markiert? Birinchi savolga qaysi javobni belgiladingiz? Falsh. Meni ota-onam bizda gaplashmagan dedi. Nima dedi u? Zu Hause spricht keiner Deutsch. Keine gut. Also, aber spricht Paul gut Deutsch oder schlecht? Nima deb o'ylaysiz? Paul nemis tilida yaxshi gapirar ekanmi yoki yomon gapirar ekanmi o'zi? Shahriyor aka? 19 yoshimdan keyin o'rgandim dedi. Was meinen Yaxshi Sie? ma'no. Wie spricht Paul? Nima deb o'ylaysiz? Paul qanday gapirar ekan nemis tilida? Wie spricht Paul auf Deutsch? Frage ist ganz anders. Savol boshqa. Er spricht sehr gut. Deutsch, ja? Okay, nächste. Tolib aka. Zweite. Paul hat schon als Kind Deutsch gelernt. Richtig oder falsch? Tolib aka. Wer nicht geantwortet hat, dann gebe ich den anderen die Möglichkeit. Anwar aka. Bga qaysini belgilaysiz? Richtig, falsch? Nein. Asror aka. Falsch. Aha. Warum haben Sie falsch markiert? Nima sababdan falsch belgiladingiz? Chunki u boshlada emas, 19 yoshidan boshlagan ekan. Aha.
Ich habe Deutsch als 19 Jahre gelernt. 19 yoshimda o'rganganman. Mashinada edi, jaranga qo'shilaman. Yaxshi. Und nächste C. Falsch ist richtig. Falsch javob to'g'ri. Tak. Maftuna. Maftuna. Keine Antwort. Hoca Akbar, ja, Sie sind ganz neu in unserer Gruppe. Hoca Akbar aka oder Hassan. Wie heißen Sie? Hoca Akbar oder Hassan? Also Hoca Akbar. Aha. Hoca Akbar aka, welche Antwort haben Sie für C markiert? C savol uchun qaysi javob belgiladingiz? Für die C nehme ich falsch. Von Maria Von hat Maria- Paul die ersten deutschen Wörter gelernt. Nicht deutschen Wörter, aber Sätze. Ja, also Satz. Satz gap, Okay. Wörter so'z. Shuning uchun falsch oldim. Um einen Satz zu bilden, braucht man was? Bitta gap tuzish uchun nima kerak bo'ladi? So'z kerak bo'ladi. Genau, und das Wort steht hier im Plural. Ko'plikda turibdi. Wörter. Daher okay. muss man richtig markieren. Shu sababli richtig javobni belgilash kerak. Nemischa so'zlarni Mariyadan o'rgangan. To'g'ri aytdi. Ich habe ersten Satz von Maria hat mir den ersten Satz beigebracht. Menga Mariya birinchi nemischa gapni o'rgatgan. Dedi. Shu sababli richtig javob to'g'ri. Maria hat mir ersten Satz auf Deutsch beigebracht. Menga nemis tilida birinchi gapni Mariya o'rgatgan edi. Tak. Und D. Richtig javob to'g'ri bo'ladi siz uchun. Pauls erstes deutsches Wort war Bratwurst. Demak, Erkin aka, welche Antwort ist richtig? Qaysi javob to'g'ri? D. Bunga men unbekannt deganda oldim. Paul erstes deutsches Un, Wort war nimaga? Bratwurst. Uni aytmadiku, birinchi o'rgangan gapim. Richtig, unbekannt ist richtig. Unbekannt degan javob to'g'ri, chunki u über erstes Wort hat noch nicht erzählt. U birinchi so'z haqida hali beri aytgan yo'q. Hat nicht über hat nicht über das erste Wort gesagt, aytgani yo'q, gesagt. Gesagt, u 5 tadan bo'lgan. Hat einfach Bratwurst bestellt. Nemischa gapiramiz, hat einfach Bratwurst bestellt. Ja? Ja. Okay. Bestellt. So, Dinara und Dulfuza, ihr bleibt jetzt aber keine Angst, keine Sorge. Jetzt machen wir mündliche Aufgabe. Endi og'zaki topshiriq bajaramiz. Buni Dinaradan boshlaymiz. Dinara, hören Sie mich? Eshityapsizmi, Dinara? Aha, eshitib. So, wer ist Ihr erster Deutschlehrer oder erste Deutschlehrerin? Wer hat Ihnen Deutsch beigebracht? Beibringen o'rgatmoq degani. Wer hat Ihnen Deutsch beigebracht? Qani sizga nemis tilini kim o'rgatdi mana birinchi bo'lib? Qani? Auf Deutsch sagen Sie bitte. Mein erster Lehrer. Deutschlehrer, ja? Nemis tili o'qituvchisi. Ja, Deutschlehrer. Lehrer ist Sie. Okay, wie heiße ich? Otim nima mani? Shohrux Mahmudov. Ana, endi o'zi. Mein erster Deutschlehrer, oder meine kimlardir o'qituvchisidir, boshqa ayol o'qituvchi bo'lishi mumkin,
meine erste bo'ladi. Meine erste Deutsch Lehrerin ist falonchi ismi aytiladi. Oder mir hat menga den mir hat den ersten deutschen Satz kimdir beigebracht. Menga mana shu odam nemischa birinchi nemischa gapni o'rgatgan. Mir hat beigebracht. Oxirida qo'yamiz. Also, sehr gut. Und was meinen Sie, Dinara? Sprechen Sie jetzt auf Deutsch gut oder schlecht? Weil und warum? Nima deb o'ylaysiz? Nemis tilida siz hozir yaxshi gapiryapsizmi yoki yomon va nima sababdan? Sababi nima? Qani auf Deutsch sagen Sie. Ich glaube, ich glaube, ich kann gut sprechen in Deutsch. Auf Deutsch gut sprechen, weil chunki warum? Nimaga? Masalan, chunki ko'p shug'ullandim yoki chunki ko'p vazifalar qilaman deyin. Egal, auf Deutsch. Yani. Weil ich finde gut Lehrer. Paxta kerak emas, deymi? Weil ich meinen Lehrer, mening o'qituvchimni Lehrer gut finde. Okay? So, Dilfuza. Wer hat Ihnen den ersten deutschen Satz beigebracht und wie sprechen Sie jetzt auf Deutsch? Anne, bitte schön, Dilfuza. Mir hat den ersten deutschen Satz Herr Somberger beigebracht. Und wie sprechen Sie jetzt auf Deutsch? Ich glaube, ich spreche gut, weil ich jeden Tag neue Wörter lerne wegen Ihnen. Außerdem, Sie leben jetzt in Deutschland auch, ja? Ja. Sehr gut, danke. Und jetzt, wer? Nodrake. Wer war Ihr erster Deutschlehrer? Und wie sprechen Sie jetzt auf Deutsch? Hallo, guten Abend. Guten Abend, bitte. Antworten Sie auf die Frage. Meine erste Deutschlehrerin ist Feroza. Okay, in YouTube. Sie haben in YouTube gelernt. Ja, nee. Okay. Ich habe eine sehen YouTube und Online-Kurs. Okay. Und wie sprechen Sie jetzt auf Deutsch? Nehmen Sie hozir qanday gapiryapsiz? O'zingizni fikringiz nach Ihrer Meinung. Nicht gut. Das ist meine Idee, meiner Meinung nach nicht gut. Ich meine, ich spreche momentan nicht gut auf Deutsch. Warum? Nima sababdan? Weil, chunki sababini aytamiz, weil chunki nimaga? Orada vaqt o'tib ketdi, 5-6 oy deyish kerak. Weil die Zeit weil ich weil ich bo'lmasam ko'p vaqt yo'qotdim. Weil ich viele Zeit
Zeit verloren habe. Verloren habe. Chunki men ko'p vaqtni yo'qotdim. Man heißt nur Sultan. Lebt in Nukus. Ja, nicht lebt, sondern lebt. Lebt deb qo'ysiz, u Nukusda sevadi, boshqa joyda sevmaydi bo'lib qoladi. Hat mir von 6 Monaten beigebracht. In 6 Monaten. 6 oy ichidami? Oder vor 6 Monaten yoki 6 oy oldinmi, Erkin aka? Javobini yozib qo'yasiz. Internet yaxshi emasmi bilmayman. Danke für die Antwort. Elmurod Tursunov. Elmurod aka. Und ihr, wer war Ihr erster Deutschlehrer? Wer hat Ihnen den ersten deutschen Satz beigebracht? Ich habe erst Deutsch lernen, Samarkand Stadt, meine Lehrerin. Dann YouTube auch besseren lernen. Bitte sprechen Sie völlig und achten Sie auf Grammatik bisschen vor. Tak. Gapirayotganingizda to'liq gapiramiz va grammatikaga ozgina e'tibor bering. Grammatik spielt auch eine Rolle beim Sprechen. Gapirayotganda grammatika ham rol o'ynaydi. Mana ich habe Deutsch wo zum ersten Mal, birinchi marta, zum ersten Mal in Samarkand gelernt bo'ladi. Und ich habe auch in YouTube gelernt. YouTube'da ham o'rganganman, Okay, und wie sprechen Sie jetzt auf Deutsch? Nehmen Sie hozir qanday gapirasiz? Meine Meinung, ich Moment auf Deutsch schlecht. Gapingizni kesimi qani? Meni fikrimcha nemis tilida yomon gapiraman degan so'z. Meine Meinung, ich spreche jetzt nicht gute Deutsch. Gut. Nicht gute auf Deutsch. Ja. Okay, warum? Weil jeden Tag zu wenig Zeit lernen. Ana sekin chiqadi. Ana shu nemischa gapirishda o'shaning uchun harakatni qildi. Weil ich jeden Tag har kuni nima qilaman? Zu wenig Zeit. Für Deutsch, nemis tili uchun, für Deutsch zu wenig Zeit habe. Siz bo'ladi. Zu wenig Zeit habe. Oder weil ich jeden Tag sehr kurz Deutsch lerne. Chunki har kuni men juda qisqa nemis tilini o'rganaman, Ja. Okay. Erkin aka, Sie haben aber in die Gruppe geschrieben. Oder wollten Sie auch mündlich sagen? Guruhga yozib oldingiz, lekin og'zakida ham aytmoqchimisiz? Erkin aka. Ich meine, Sie haben nicht so gute Internet, ja? Oder? Ovozim boryapti. Bo'ldi. Bo'ladi, ana shu yozgan bo'lsa. Ora terzoqni deb o'qiman. Yoki uni ko'ring bir marta. Faqat arabiyda shinellar. Okay, mein erster Lehrerin heißt Sultan, lebt in Nukus. Lehrerin oder Lehrer? Lehrerin mi yoki Lehrer mi? Lehrer. Ich habe vor 6 Monaten Deutsch lernen Deutsch gelernt. Gelernt, ja. Und Deutsch gelernt in Nukus. Und
erste Mal hozir kelmay qoldi. Okay, danke. Das U reicht birinchi auch. U birinchi nima? u birinchi o'rgatgan noldan o'rgatgan deb aytmoqchiman, alfabetdan. Am Anfang hat zum ersten Mal mehr Deutsch gelernt bo'ladi. Boshida u menga birinchi o'rgatgan nemisimni, ha? Hat mir am Anfang Deutsch gelernt. verstanden. Okay. So, danke. Hoca Baraka. Mit Ihnen sprechen wir. Wie heißt Ihr erster Deutschlehrer oder von wem haben Sie zum ersten Mal Deutsch gelernt? Mir hat den ersten deutschen Satz von Natalie beigebracht. Von braucht man nicht, ja? Natalia Okay. beigebracht. Okay. Natalia beigebracht. Sie war aus Kasachstan und sie hatte Deutsch und Russisch gut gesprochen. Aha, Und jetzt okay. meine deutsche Sprache ist ein bisschen besser als andere Sachen, zum Beispiel hören, lesen und schreiben. Aha. Meine Sprachen ein bisschen besser. Aha, warum? Weil ich in meiner Arbeit mit deutschen Leuten viel spreche. Sehr gut. Weil Spreche. ich in der Arbeit viel mit deutschen Leuten spreche. Sehr gut. Ja, genau. Sehr gut. Danke. Danke für die Antwort. Shahriyor aka. Wer hat Ihnen zum ersten Mal Deutsch gelehrt oder den ersten Satz beigebracht? Mein erster Deutschlehrer ist Shahrukh Mahmudov. Oi, aha. Er hat den ersten deutschen Satz schade und tschüss beigebracht, ja? Ja, Okay. gebracht. Und wie sprechen Sie jetzt auf Deutsch? Nehmen Sie noch Ich denke, durchschnittlich Level. Auf Deutsch. Mana bunday While o'rtacha gapiraman demoqchisiz, to'g'rimi? shunaqa. Ich spreche teilweise gut. Teilweise gut auf Deutsch bo'ladi. Nemis tilida u durchschnittlich, u o'rtacha degani bu nimalarda to'g'ri kelmaydi. Bunaqa gaplarda durchschnittlich degan so'zni ishlatish xato bo'lib qoladi. Teilweise gut, yaxshi gapirib, yaxshi gapirmayman degan ma'no bo'ladi. Bo'ladi degan, o'rtacha degan ma'noda teilweise gut. Okay, warum? Nimaga? Weil viele Zeit verloren habe. Weil ich viel Zeit verloren habe. Oder weil ich nicht mehr Hausaufgaben mache. Chunki men ko'p uyga vazifalar qilmayman. Rostdan ham qilmaysizlar-ku. Bekordan bekor. Und Bunyod aka. Danke für die interessante Antworten, Shahriyor aka. Bunyod aka, wer war Ihr erster Deutschlehrer und wie sprechen Sie auf Deutsch? Mein erster Deutschlehrer ist Shahrukh Mahmudov.
O'zi boshlaganmiz-da. Okay. Ich habe ersten deutschen Satz von meinem Vater gelernt. Mein ersten deutschen Satz ist Guten Tag. Aha. Und wie sprechen Sie jetzt auf Deutsch? Ich glaube, auf Deutsch, ich spreche jetzt befriedigend, Aha. weil ich studiere im Institut und arbeite. Deshalb mir bleibt so wenig Zeit für Deutsch lernen. Sehr gut, sehr schön. Aber wenn wir mit weil einen Satz bilden, müssen wir die Verben, konjugierte Verben am Ende des Satzes legen. Agar biz nemis tilida weil bilan gapirsak, tushunib gapning oxiriga olib o'tib qo'yamiz. Weil ich an der Universität studiere und arbeite. Mhm. Sehr gut. Trotzdem danke für die Antwort. Und nächste, Adolat opa, ja? Guten Abend. Guten Abend. Von wem haben Sie den ersten Satz gelernt, Adolat opa? Kimdan birinchi nemischa gapni o'rgangansiz? Mein erster Deutschlehrer Kamariddin. Ist Kamariddin. Ist Kamariddin. Und wie sprechen Sie jetzt auf Deutsch? Nemis lozi qanday gapirasiz? Ich spreche. Ich spreche schlecht bo'ladimi, yomonmi? Genau, ich weil spreche schlecht. Aha. Weil ich viele Zeit arbeite. Weil ich viel Zeit arbeite, ja? Mehr Zeit Ja. arbeite. Sie haben nicht mehr Zeit für Deutsch, ja? Sizda unchalik vaqt yo'q, nemis tili uchun. Okay, danke, sehr gut. Aber Sie sprechen jetzt sehr gut. Hozir yaxshi gapirdingiz-ku lekin nemis tilida. Nazar. Okay. Qani Adham aka, haben Sie geantwortet? Adham aka javob berdingizmi? Yo'q ham. Qani otam. Bitte schön. Antworten Sie auf die Frage. Meine erste Lehrerin in der Schule ist Samira Abbosovna für Deutsch. Aha. Ich glaube, ich spreche Deutsch ein bisschen, weil ich zu faul war. Bin jetzt oder in der Vergangenheit yoki nimadami? O'tgan zamondami yoki hozirmi? Ikkalasi. Bin bo'ladi, weil ich zu faul bin. Agar siz faul emassiz, Sie sind Fan von Manchester United. Manchester United hat jetzt ist jetzt also in schlechter Situation. Yaxshi holatda emas hozir United. U muxlislariga ham tegganmi bilmayman. So, danke und Tolibjon aka. Können Sie jetzt antworten? Mein erster Deutschlehrer war Aslonbek Omonov. Aslon aka bilan. Ich glaube, mein Deutschsprache ist schlechter, weil ich faul bin. Hamma o'zi biladigan gasaman. Hamma o'zini biladi, kim kattaligini. Okay, danke für die Antwort. Und Anwar aka? Anwar aka, bitte, wenn Sie nicht sprechen können, schreiben Sie in die Gruppe schriftlich. Agar gapira olmasangiz Anwar aka, guruhga yozib keting. Asror aka? Ich habe Deutsch von meiner Lehrer gelernt, wer Shohrukh aka ist. Und im Moment
kann ich auf Deutsch ein bisschen besser sprechen als letzter Moment. Weil, çünkü Weil ich seit viel Zeit für Deutsch habe und ich mache jeden Tag Hausaufgaben und ich habe Zeit für Sprechen Deutsch. Und ich habe Deutschfreunde, viele Deutschfreunde, wer in Deutschland leben und ja, jeden Tag wir sprechen auf Deutsch. Sie sprechen mit ihnen jeden Tag auf Deutsch, ja? Das hilft ihnen. Sehr gut. Das ist eine große Hilfe beim Deutschlernen. Mana shu eng katta yordam bo'ladi. Maftuna, die kleine Schülerin, eng kichkina o'quvchimiz, die kleinste. Von wem haben Sie den ersten Satz gelernt? Kimdan birinchi nemischa gapni o'rgangansiz? Von Ihrer Mutter, onangizdanmi? Ja, meine Mutter. Aha, bitte. Sagen Sie darüber, mana shu haqda ayting. Meine Mutter hat mir, qani o'sha gapimiz? Mir hat, mana. Mir hat den ersten deutschen Satz. Wer? Meine Kim? Vater. Meine Mutter oder Vater? Meine Mutter. Beigebracht. Beigebracht, ja? Beigebracht. Wie sprechen Sie jetzt? Hozir qanaqa gapirasiz? Ich spreche. Ich meine, ich spreche momentan nicht gut auf Deutsch. Nimaga? Warum? Weil ich mache nicht Hausaufgaben. Ana haqiqat aytildi. Oder weil ich ChatGPT benutze yoki ChatGPTni ishlataman deb, foydalanaman deb. Okay. Gapirishni bilmayman, yaxshi gapirmayman deganlar ham birro gapiradi. Sehr gut. Danke für die Antworten und jetzt nächste Aufgabe. Also, dritte Aufgabe. Du hast dich verliebt. Sich verlieben degani oshiq beqaror bo'lmoq, sevib qolmoq degani. Sich verlieben. Oshiq bo'lmoq. Bir anaqa bo'lardi. Kasallik bo'lgan edi O'zbekistonda. Senga oshiqman degan kino chiqdi, ha? Sich verlieben, oshiq bo'lmoq in bilan ishlatiladi. In akkuzativ hozir chiqadi. Masalan, ich verliebe mich in jemanden. Kimgadir men oshiq bo'ldim deganingizda in bilan ishlatasiz. So, was machen wir denn? Nima qilamiz? Jetzt hören wir das Gespräch weiter und hier stehen 3 Fragen. Für jede Frage müssen wir kurz eine Antwort schreiben. Har bitta savolga qisqa javob yozishimiz kerak bo'ladi. Notizen als Notiz. Schreibt ihr bitte die Antworten. Notiz sifatida savollarga javob yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, erste Frage. Was war Pauls erster deutscher Satz? Nima deyapti birinchi savol? Adham aka. Adham aka. Internet ishlamayapti. Tolib aka, o'zingiz aytingchi. Nima o'sha Paul birinchi so'zlarini kimdan o'rgandi? Kimdan o'rgandi emas, was deyapti. Nima bo'lgan? Birinchi nima bo'lgan? Birinchi so'zlarni bo'lgan. Qisqa qilib javob yozamiz, keyin og'zaki buni ham muhokama qilinadi. Wo hat Marie kennengelernt? Keyingi savolda nima deyapti Nodir aka? Nodir aka. Wo hat kennengelernt? Hop. Kennenlernen degan nima edi? Kennenlernen. Tanishmoq. Mariya kim bilan
tanishyapti? Kim bilan emas? Vo qayerda? U Mariya bilan qayerda tanishgan? Joyini topamiz, qayerda tanishganligini. Und dritte, wo lebt Paul jetzt und was macht dort? Nima deyapti? Keyingi nima? Adolat opa. Savol, ma'nosi nima deyapti? Translate'ga yozib tarjima qilmen. Yo'q, translate'da emas. Kitob chiqarmaganman-ku. Hozir ochib olyapman-da. Siz tashlagansiz. Mana ekranda ko'rinmayaptimi? Qaysi birini aytishim kerak? A, B. To'xtang. Mana topdim. Uchinchisini. Dritte. Wo lebt Paul jetzt und was macht dort? U bu yerda yo'q. Wo qayerda? Paul hozir qayerda yashaydi? Paul hozir qayerda yashaydi va u yerda nima qiladi? Nima qiladi? Was macht dort? U yerda nima qilyapti? Demak, hozir eshitamiz. Suhbatda har bitta savolga qisqa javob yozamiz. Birinchi topshiriq shu. Tak. Seid ihr bereit? Tayyormisizlar? Ja. Aufgabe 3. A und B. Wie heißt du? Na, Frauke. Nein, wie heißt du? Das war mein erster deutscher Satz. Und den hattest du von Marie? Genau. Wo hast du sie denn kennengelernt? Bei uns zu Hause, am Strand. Marie hat eine Weltreise gemacht, als sie mit der Schule fertig war. Und wie habt ihr euch verständigt? Zuerst mal auf Englisch. Sie hat mir viel über Deutschland erzählt. Und hat dir die ersten deutschen Sätze beigebracht? Ja, das hat Spaß gemacht. Weißt du, Frauke, für Fremdsprachen habe ich mich schon interessiert, als ich noch ganz klein war. Und wie ist deine Deutschgeschichte dann weitergegangen? Marie ist schon nach ein paar Tagen weitergereist. Aber sie hat mich dann nach Berlin eingeladen, als sie wieder zu Hause war. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und du hast sie also besucht? Ja, es sollte nur für eine Woche sein. Aber dann sind es 1,5 Monate geworden. Du hast dich verliebt? Ja. Aha. Nein, nicht das, was du jetzt meinst. Ich habe mich in Deutschland verliebt. Mir ist damals klar geworden, dass ich viel mehr über Deutschland lernen möchte. Zum Beispiel die Sprache. Genau. Mit dem Deutschunterricht habe ich sofort angefangen, als ich wieder zu Hause war. Ich habe studiert und außerdem Deutschkurse an der Uni und am Goethe-Institut belegt. Und wie bist du hierher an die Frankfurter Uni gekommen? Ich habe mich um ein Stipendium für Deutschland beworben und hab's bekommen, als ich im 4. Semester war. Jetzt bist du im 8. Semester. Mhm. Du lernst also noch nicht mal 2 Jahre lang Deutsch. Trotzdem sprichst du fast ohne Fehler. Wie machst du das, Paul? Bist du ein Sprachgenie? Quatsch. Da gibt's nur einen Weg. Üben, üben, üben. Wenn du eine Fremdsprache lernen willst, musst du sie so oft wie möglich sprechen. Im Kurs und am besten auch mit Muttersprachlern. Und genau das habe ich gemacht. Mit Freunden, an der Uni, beim Einkaufen, überall und jeden Tag. Dein Erfolgsrezept ist also Sprachkurse plus Sprachpraxis? Ja, genau. Das ist genau wie mit dem Führerschein. In der Fahrschule lernst du Technik und Regeln. Zum perfekten Fahrer wirst du aber erst draußen im Straßenverkehr. Frön, frön. Spaßvogel. Hey, das Wort kenne ich ja noch gar nicht. Spaßvogel, hm? Klingt lustig.
Okay, wollt ihr nochmal hören oder reicht es? Yana bir martami yoki yetadimi? Nochmal. Okay. Aufgabe 3. A und B. Wie heißt du? Na, Frauke. Nein, wie heißt du? Das war mein erster deutscher Satz. Und den hattest du von Marie? Genau, Wo hast du sie denn kennengelernt? bei uns zu Hause, am Strand. Marie hat eine Weltreise gemacht, als sie mit der Schule fertig war. Und wie habt ihr euch verständigt? Zuerst mal auf Englisch. Sie hat mir viel über Deutschland erzählt. Und hat dir die ersten deutschen Sätze beigebracht? Ja, das hat Spaß gemacht. Weißt du, Frauke, für Fremdsprachen habe ich mich schon interessiert, als ich noch ganz klein war. Und wie ist deine Deutschgeschichte dann weitergegangen? Marie ist schon nach ein paar Tagen weitergereist. Aber sie hat mich dann nach Berlin eingeladen, als sie wieder zu Hause war. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und du hast sie also besucht? Ja, es sollte nur für eine Woche sein. Aber dann sind es 1,5 Monate geworden. Du hast dich verliebt? Ja, Aha. nein, nicht das, was du jetzt meinst. Ich habe mich in Deutschland verliebt. Mir ist damals klar geworden, dass ich viel mehr über Deutschland lernen möchte. Zum Beispiel die Sprache. Genau. Mit dem Deutschunterricht habe ich sofort angefangen, als ich wieder zu Hause war. Ich habe studiert und außerdem Deutschkurse an der Uni und am Goethe-Institut belegt. Und wie bist du hierher an die Frankfurter Uni gekommen? Ich habe mich um ein Stipendium für Deutschland beworben und habe es bekommen, als ich im 4. Semester war. Jetzt bist du im 8. Semester. Mhm. Du lernst also noch nicht mal 2 Jahre lang Deutsch. Trotzdem sprichst du fast ohne Fehler. Wie machst du das, Paul? Bist du ein Sprachgenie? Quatsch. Da gibt's nur einen Weg. Üben, üben, üben. Wenn du eine Fremdsprache lernen willst, musst du sie so oft wie möglich sprechen. Im Kurs und am besten auch mit Muttersprachlern. Und genau das habe ich gemacht. Mit Freunden, an der Uni, beim Einkaufen, überall und jeden Tag. Dein Erfolgsrezept ist also Sprachkurse plus Sprachpraxis? Ja, genau. Das ist genau wie mit dem Führerschein. In der Fahrschule lernst du Technik und Regeln. Zum perfekten Fahrer wirst du aber erst draußen im Straßenverkehr. Frön, frön. Spaßvogel. Hey, das Wort kenne ich ja noch gar nicht. Spaßvogel, hm? Klingt lustig. Okay, so, erste Frage. Was war Pauls erster deutscher Satz? Tak. Maftuna. Maftuna. Birinchi so'zi qaysi ekan? Ana bolaniki. Okay, keine Antwort. Bunyodagi erster, was war Pauls erster deutscher Satz? Wie heißt du demadimi? Wie heißt du? Richtig. Kim mana shunday deb yozgan bo'lsa, to'g'ri qilib belgilasin. Oxirida so'rayman nechta xato qilganingizni. Pastda yana bor. No, uni keyin hozir uni ham bajaramiz. Hisoblab ketdilar shuning uchun. Zweite, wo hat Marie kennengelernt? U qayerda tanishdi Marie bilan? Aka. Wer hat Antwort? Kimda javob bor? Jim turishlaring yoqmaydi menga shu. Asror aka. Haus am Sayohat. Strand. Am Strand. Bei zu Hause, demon am Strand. Am Strand. Genau, zu Hause, aber genauer gesagt am Strand. Sohil bo'yida tanishgan ular bilan dam olayotganda. Am Strand. Ha? Strandni bilasizlar nimaligini? Sohil. O
Strand deb yozganlar to'g'ri oladi. Und letzte Frage. Wo lebt Paul jetzt und was macht er dort? U qayerda yashayapti va hozir nima qilyapti? Tak. Shahriyor aka. Dortmund. Dortmund? Dortmunddamidi? Dortmundda universitetda o'qiyapti. Okay. Und was macht er dort? Erta nima qilarkan? Frankfurt pasmidi? Til kursi o'rganyapti va shu yerda o'qiyapti dedi. Dortmundmidi, Frankfurtmidi? Frankfurt deb eshitdim men 4-semestrda universitetda o'qiyotgandim. O'sha joyda. Mana faqat Dortmund emas. Er hat ein Stipendium gewonnen, als er im 4. Semester war und ist jetzt im 8. Semester. Er studiert an der Universität. Universität o'qiyapti und in Frankfurt. Frankfurtda. Frankfurt und Student degan odam to'g'ri yoki er studiert degan javoblarni to'g'ri qilib qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. So, und jetzt Beaufgabe, Betopshiriq yana. Was machen wir denn? Nima qilamiz? Qaranglar, hozirgi hören ikkitadan variant turibdi. Jetzt hören wir noch einmal, nur einmal. Yana bir marta eshitamiz, faqat endi bir marta xolos. Dann markiert ihr bitte die richtige Antwort. Keyin to'g'ri javoblar belgilab qo'yishimiz kerak. Die Antworten müssen mit dem Hören passen. Javoblar hören bilan mos kelish kerak bo'ladi. Zuerst bitte jeder selbst liest ihr bitte die Sätze und versucht ihr zu verstehen. Demak, gaplarni bir qator o'qib olamiz, nimani so'rayotganligini tushunib olamiz. Undan keyin ko'rinni yana bir marta eshitib, to'g'ri javobni belgilaymiz. Qani ketdik. Nach 2 Minuten beginnen wir nochmal zu hören. 2 minutdan keyin yana eshitishni boshlaymiz. Ketdik. Birorta bilmagan so'zingiz bo'lsa, guruhga shunchaki yozing, men tarjimasini yozib beraman. Hamma mustaqil o'zi o'qib tushunishga harakat qilsin. So, habt ihr gelesen, o'qib chiqdikmi gaplarni? O'qidik. Okay, und jetzt hören wir das Gespräch. Suhbatni eshitamiz unda. Bir marta eshitib Aufgabe 3. A und B. Wie heißt du?
Na, Frauke. Nein, wie heißt du? Das war mein erster deutscher Satz. Und den hattest du von Marie? Genau, Wo hast du sie denn kennengelernt? bei uns zu Hause, am Strand. Marie hat eine Weltreise gemacht, als sie mit der Schule fertig war. Und wie habt ihr euch verständigt? Zuerst mal auf Englisch. Sie hat mir viel über Deutschland erzählt. Und hat dir die ersten deutschen Sätze beigebracht? Ja, das hat Spaß gemacht. Weißt du, Frauke, für Fremdsprachen habe ich mich schon interessiert, als ich noch ganz klein war. Und wie ist deine Deutschgeschichte dann weitergegangen? Marie ist schon nach ein paar Tagen weitergereist. Aber sie hat mich dann nach Berlin eingeladen, als sie wieder zu Hause war. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und du hast sie also besucht? Ja, es sollte nur für eine Woche sein. Aber dann sind es 1,5 Monate geworden. Du hast dich verliebt? Ja, Aha. nein, nicht das, was du jetzt meinst. Ich habe mich in Deutschland verliebt. Mir ist damals klar geworden, dass ich viel mehr über Deutschland lernen möchte. Zum Beispiel die Sprache. Genau. Mit dem Deutschunterricht habe ich sofort angefangen, als ich wieder zu Hause war. Ich habe studiert und außerdem Deutschkurse an der Uni und am Goethe-Institut belegt. Und wie bist du hierher an die Frankfurter Uni gekommen? Ich habe mich um ein Stipendium für Deutschland beworben und hab's bekommen, als ich im 4. Semester war. Jetzt bist du im 8. Semester. Mhm. Du lernst also noch nicht mal 2 Jahre lang Deutsch. Trotzdem sprichst du fast ohne Fehler. Wie machst du das, Paul? Bist du ein Sprachgenie? Quatsch. Da gibt's nur einen Weg. Üben, üben, üben. Wenn du eine Fremdsprache lernen willst, musst du sie so oft wie möglich sprechen. Im Kurs und am besten auch mit Muttersprachlern. Und genau das habe ich gemacht. Mit Freunden, an der Uni, beim Einkaufen, überall und jeden Tag. Dein Erfolgsrezept ist also Sprachkurse plus Sprachpraxis? Ja, genau. Das ist genau wie mit dem Führerschein. In der Fahrschule lernst du Technik und Regeln. Zum perfekten Fahrer wirst du aber erst draußen im Straßenverkehr. Frön, frön. Spaßvogel. Hey, das Wort kenne ich ja noch gar nicht. Spaßvogel, hm? Klingt lustig. So, und jetzt analysieren wir. Endi tahlilni qilib ketaveramiz. Keyin grammatik mavzu bor. Keyin boshida ozgina esdan chiqibdi. Nima? Yangi so'zlarni yozish. Hozir ana shu so'zlarni ham bir qator yozib beraman, ha. Undan keyin grammatik mavzuni tushuntiraman. Demak, erste, Paul hat Marie für eine Woche oder 1,5 Monate in Berlin besucht. Eine Woche. Qani, Asror aka, sizdan boshlaymiz. Eine Woche. Bir hafta uchun taklif qilgan, lekin uni 1,5 oy kutgan. Daher 1,5 Monate ist richtig. Paul hat Marie für 1,5 Monate in Berlin besucht. Paul Mariani uyiga bir haftada borgan, lekin 1,5 oy qoldi, to'g'rimi? Shuning uchun 1,5. Qaranglar, mana bu ayn degani 1 oy, mana bu 1,5 bitta yarim, ya'ni 1,5 oyga to'g'ri keladi. 2,5 deydigan bo'lsangiz 2ta yarim bo'ladi. Demak, mana shu halbga qo'shib ketaveramiz. Mana 1,5 bo'lsa bitta yarim, ha? Ya'ni o'sha yarimga to'g'ri keladi, mana shu. Yarim. Endi 1 oy, 1,5 oy deydigan bo'lsangiz, qarang, ayn halb. Ayn halb deyishadi nemislar. Mana bu birinchi ayn bu 1, butun 1. Ikkinchi mana bu ayn halb bitta so'z bu, yarim degani, ha? Bitta yarim. Ya'ni 1,5 oy. Tushunarlimi? Xo'p. Shuning uchun ikkinchi javobni kim belgilagan bo'lsa to'g'ri. Und Paul hat sich in Marie oder in Deutschland verliebt.
Paul kimga oshiq bo'lib qolgan? Mariyagami yoki Deutschland, Germaniyagami? Anvar aka. Anvar aka bugun gapirmaydi. So'qovmi deyman bugun. Elmurod aka. Deutschland. Richtig. Ich hab mich verliebt, dedi. Aha, dedi. Nein, nicht was du jetzt. Yo'q, hozir o'ylagan narsa emas. Deb turib, ich hab mich in Deutschland verliebt, da. Ja. Man Germaniyaga oshiq bo'lib qoldim borganimda, Mariyaga emas. Dritte, als Paul wieder zu Hause war, hat Deutschkurse an der Universität oder am Goethe-Institut besucht. Qaysi javob to'g'ri? Dilfuza. Dilfuza. Men unda ikkalasini ham belgiladim. Und Sie haben recht. Va sizni javobingiz to'ppa-to'g'ri. Ikkala javob ham to'g'ri. Universitetga ham bordim, Goethe institutiga ham bordim dedi. Shu sababli ikkala javob ham to'g'ri. Keyingisi 4. Das Stipendium für die Frankfurter Uni hat Paul im 4. oder 8. Semester bekommen. 4. semester uchun oldimi stipendium yoki 8. semester uchun oldimi? Nodir aka. 4. semester uchun. Richtig. Und aber in welchem Semester ist jetzt Paul? Hozir qaysi semestrda Paul? Bilmadim uni. Ana bu. Seviyat qotib eshitildi-da. Am 8. semester. Im 6. 8. semestrda. 8. 4. semestrda stipendiya. Und letzte va oxirgisi Hojakbar aka. Welche Antwort ist richtig? Hast du Antwort belgilasi? Kurse besuchen oder mit Sprachlernen sprechen? Mit Muttersprachlernen sprechen. Beide Antwort ist richtig. Ikkalasi ham to'g'ri. Ich habe Kurse besucht und wenn man eine Fremdsprache lernt, muss man auch mit Sprachlehrern. Dedi-ku, o'sha ona tilida gaplashadiganlar uchun ham gaplash kerak. Kursi besuchen ham to'g'ri. Ikkala javob ham to'g'ri. Demak, hozir 8ta savoldan nechta xato chiqdi? Mana uni ham bitta hisoblaysizlar. Masalan, 2ta javobni belgilamadingizmi? 2ta xato deb aytib qo'yasiz. Demak, 10ta deylik. Ana shu ikkalasini ham qo'shamiz. Bu yerda 10ta topshiriq bo'lgan. 10tadan nechta xato bo'ldi? Birin-ketin hamma aytadi, doimgidek bir qator natijalar bilib olishimiz kerak. Hojakbar aka, 10tadan nechta xato bo'ldi? Tepada 3 tani ham hisoblaymiz, a? 3ta xato bo'ldi, jami. Umumiy 3ta xato. Yaxshi. Nodir aka. Bunda yarmi xato ketyapti. Yarmi? Aha. Konsentratsiya. Dilfuza. Hammasi to'g'ri. Hammasi to'g'ri. Anvar aka. Bugun eshitolman shekilli shu ovozlarni. Bunyod aka. Bitta xato. Bitta xato. Shahriyor aka. 3ta xato. 3ta. Erkin aka. Faqat ikkalasini ham oladigan bittasini olib. Aha, 2ta xato, a? Tolib aka. 3ta xato bo'ldi. 3ta. Adolat opa. 2ta. 2ta. Tak, Adaham aka. Ein ist falsch. Wie viele Fehler haben Sie? Ein ist falsch. Nur ein Fehler haben Sie. Maftuna. Birinchi o'rinni eshitmadim, ikkinchisidagi ikkita xato. Yozmagandirsiz birda eshitib turib. Dinara. 2ta. 2ta. Asror aka. 2ta aka.
Yaxshi bo'ladi, natijachi yaxshi, lekin zo'r emas. Guruh holati. Zo'r emas, yaxshi. Okay. Und jetzt schreiben wir zuerst die neue Wörter. Dann erkläre ich euch grammatisches Thema. Oldiniga yangi so'zlarni yozib beraman, keyin grammatik mavzu tushuntirib beraman. Demak, vokabel Kärtchen schreiben. Vokabel o'sha so'z kartalarini yozmoq degani. Kartachalarga so'zlarni yozib qo'yib qo'yishadi-ku, shu narsa. Vokabel Kärtchen schreiben. So'z kartalari yozmoq, so'z kartalarini yoz. So, und nächste Nachricht hören. Nachricht xabar degani, yangilik degani. Nachricht hören. Yangiliklarni eshitmoq. So, nächste Filme anschauen. Filmlar tomosha qilmoq degani. Filme anschauen. Filmlarni tomosha qilmoq. Wörter übersetzen. So'zlarni tarjima qilmoq. Wörter übersetzen. So'zlarni tarjima qilmoq. Lieder mitsingen. Lieder qo'shiqlar degani. Qo'shiqlarni birga kuylamoq. Lieder mitsingen. Qo'shiqlarni birga kuylamoq. Sätze aufschreiben. Ko'chirib yozmoq. Gaplarni ko'chirib yozmoq. Sätze gaplar. Sätze aufschreiben. Gaplarni ko'chirib yoz. Fehler korrigieren. Oxirigacha chiqmabdi. Xatolarni ko'rib chiqmoq, tekshirmoq. Fehler korrigieren. Xatolarni tekshirmoq. So, und andere Teil der Wörter, keyingi qismi, tag. Wörter wiederholen. So'zlarni qaytarmoq, Wörter wiederholen. Wiederholen. So'zlarni qaytarmoq. Zeitschriften lesen. Jurnallarni o'qimoq. Zeitschrift jurnal degani. Zeitschriften lesen. Jurnallarni o'qimoq. Viel sprechen. Ko'p gapirmoq. Viel sprechen. Bilder zeichnen, rasmlar chizmoq. Zeichnen eslanganda menimcha, Bilder zeichnen. Bilder Sätze nachsprechen. Nachsprechen qaytarmoq, gaplarni qaytarmoq. Ya'ni birorta odam gapirdi, o'shandan keyin qaytarishingizni nachsprechen deydi. Qayta aytmoq, ya'ni. Sätze Entschuldigung, wiederholen bilan nima farqi bor o'sha nachsprechenni? Mana, nachsprechen hozir aytdim mana. Masalan, men bitta so'z talaffuz qilyapman, mana Sätze. Ana shuni arqamdan sirazi qaytarsangiz, bu nachsprechen. Wiederholen u umumiy ma'noda uyga borib masalan o'tilgan narsani polni takrorlashingiz, yozmani ham takrorlab yozishingiz mumkin, o'qishingiz yoki kitobni qaytarib aytmoqda nachsprechen deydi.
og'zaki. Tushunarli. Rahmat. Gaplarni og'zaki qaytarib aytmoqsam, menimcha tushunarli bo'ladi. Og'zaki. Grammatik Aufgaben lösen. Grammatik vazifalarni yechmoq. Grammatik Aufgaben lösen. Grammatik vazifalarni yechmoq. So, jetzt schicke ich auch in die Gruppe dieser Wörter. Mana shu so'zlarni guruhga ham tashlab qo'yaman. Und müsst ihr einmal es wie immer also wiederholen. Danach benutzen wir es mündlich. Hozir og'zaki bulardan qo'llab gapirishimiz mumkin bo'ladi. So, und bitte achtet ihr darauf, dass ich jetzt grammatisches Thema erkläre. Demak, endi diqqat qilamiz. Hozir grammatik mavzu tushuntiraman. Im vorigen Unterricht haben wir wenn gelernt. Wennni o'rgandik, to'g'rimi? Ma'nosi nima edi? Qachonki agar. Qachonki. Endi ikkinchi ma'nosi agar ham bordi. Endi qarang. Ingliz tilini biladiganlar biladi. Masalan, mana bunday gaplarni gapirsam bo'ladi ingliz tilida. When I was child, I learned English. I learned English. Or when I was child, I learned first English. Then I began German, for example. Misol uchun. Men yoshligimda nemis tilini o'rganganman, o'tgan zamonda. O'sha paytda nimadir qilganman deymiz, to'g'rimi? Ana shunday gaplarni gapirayotganimizda nemis tilida ikkalasini ishlatamiz. Alsni ham, wenni ham ishlatamiz. Als buni tarjimasi qanday bo'ladi? Bunda. O'sha paytda deyman, hozir tushuntiraman gaplarda qanday ma'noda kelishini. Endi alsni o'zi, als haqida gaplashamiz oldin. Biz shu kungacha ikkita holatni o'rgandik. Birinchi, qaysi ma'noda keladi als? Agar kasbda ishladi. Kasb va shaxslar oldidan kelsa, qaysi ma'noda keladi? Shaxslar oldin kelsa, genau, richtig. Sifatida bo'lib degan ma'nolarda keladi. Bo'lib degan ma'nolarda keladi. Ikkinchisi, agar sifatlar bilan kelsa, qaysi ma'noda keladi? Als. Ga qaragandami? Dan ko'ra sifatlar bilan kelsa, dan ko'ra, ga qaraganda, ga, ya'ni solishtirib aytilayotgan paytda ishlatiladi. Da, ga qaraganda degan ma'noda keladi. Endi uchinchi ma'nosi qaysi ma'noda kelyapti? Als. Ikkita qo'shma gapni, ikkita sodda gapni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladigan bog'lovchi bo'lib keladi. Bugun mana shu holatni o'rganamiz. Bog'lovchi bo'lib keladi. Bugun mana shu holatni o'rganamiz. Qaranglar, when bilan bir xil gap strukturasi, ya'ni bu bilan gap tuzayotganimizda oxirida tuslangan holatda fe'l keladi va esdan chiqmasin, alsni faqatgina o'tgan zamonda qo'llay olaman. Qaysi ma'noda? Masalan, men yoshligimda, yosh bo'lgan paytimda mana als ich Kind var, mana ich war Kind desam, men bola edim. Ich war Kind, ikkita sodda gapni yozib oldim mana. Ich war Kind, meine Mutter, meine onam, Mutter hat mir Schokolade gegeben. Mana onam menga shokolad bergan. Endi ana shu ikkala gapni mana bunday desam bo'ladimi o'zbek tilida?
Men yosh paytimda onam menga shokolad bergan edi desam bo'ladimi? Bo'ladi. Xuddi ana shu gapni nemischa tarjima qilayotgan paytim menga als yordamga keladi. Qarang. Als ich Kind var. Ikkinchi pozitsiyada tuslanib kelayotgan fe'l gapning oxiriga o'tib ketdi. Mana birinchi qismi. Als qaysi gap tarkibida bo'lsa, esdan chiqmasin. Als faqatgina o'tgan zamonda qo'llaniladi. Hozirgi zamonda, kelasi zamonda qo'llash mumkin emas. Faqat o'tgan zamonda. Oxirida yozib qo'yaman buni ham. Als ich Kind var. Mana men yosh bo'lgan paytimda sraz verguldan keyin kesim keladi. Hat meine Mutter mir Schokolade gegeben mana. Gegeben. Men yosh bo'lgan paytimda onam menga shokolad bergan. Als gapni mana bu verguldan bu yog'ida ham kelishi mumkin, bu yog'ida ham kelishi mumkin alsliga. Farqi yo'q. Hozir unga ham bitta misol yozamiz bu holatga. Mana kesim oxiriga tuslangan holatda o'tib ketyapti. Als bilan gap tuzayotganimda. Yana ich habe viele Fächer, ko'pgina fanlar, viele Fächer gelernt, ko'pgina fanlarni o'rganganman mana vergul. Als ich in der Schule gelernt habe. Ana, qarang. Als gapni qaysi tarkibida bo'lsa, o'sha ikkinchi pozitsiyada keladigan narsa gapning oxirida tuslangan holatda o'tib ketaveradi mana. Qarang. Men maktabda ko'pgina fanlarni o'rganganman, maktabda o'qigan paytim yoki gelernt habe o'rniga als ich Schüler war desa ham bo'laveradi mana. O'quvchi bo'lgan paytimda als ich Schüler war. Tushunarlimi? Als. Mana shu yergacha savol bormi? Tushunmagan joyimiz, ishlatayotgan paytda qanaqadir bir tushunmovchilik. Sifat bilan misol keltiring, ustoz, sifat. Sifatida solishtirish. Uni A1da o'rgangan bo'lishingiz kerak. Masalan, mein Hund ist kleiner als dein. Sani itingdan meni itim kichkina. Mana. Solishtirilyapti. Mana uni oldida sifat turibdimi? Ana shuning uchun undan keyin sirazi als kelyapti. Endi solishtirilayotgan narsadan oldinda als turadi. Faqat sifat o'rta darajada ishlatilishi kerak. A1 darajada o'tilgan bo'lishi kerak bu. Tushundingizmi, Erkin aka? Ha, tushundim. Tak, mana shu yergacha tushundikmi? Bunyod aka. Sizlar hech qachon o'zlaringizni taqil aytmang. Tak, Hoji Akbar aka, menimcha bilsangiz kerak. Nodir aka. Dinara. Tushundim. Adaham aka. Adolat opa. Ha, tushundim. Tolibjon aka. Anvar aka, u gapirmaydi bugun. Shahriyor aka. Aka tushunarlidagi mana uchinchisi ma'nosi qachon kelgan bo'lib keladimi shunaqada? Qaysi uchinchisi ma'nosi? Mana umi? O'tgan zamonda keladi. Yo, emas. 3 ta qoida tepada 1 2 3. Mana undan paytida dedim-ku, ikkita gapni qo'shma gap qilib kelayotganda paytida degan ma'noda keladi. Paytida. Hozir sal joyi bor, yana davom ettiraman. Prosta oldin buni tushundilarmi yoki yo'qmi, ana shuni bilmoqchiman. Paytida degan ma'noda. Xo'p. Asror aka. Tushunarli. Maftuna. Tushundim. Endi qarang, when
when ham qachonki o'sha paytda degan ma'noda keladi. Endi qarang, whenni men hozirgi zamonda qo'llayman, ya'ni o'sha payt bilan bog'liq. Masalan, when ich in, agar men qachonki men Germaniyada o'qisam, mana o'qiyotgan paytimda, ya'ni when ich in Deutschland studiere, agar o'qisam Germaniyada o'sha qachonki agar o'qisam studiere lerne ich besser Deutsch. Nemis tilini yaxshiroq o'rganaman. Qarang, bu hozirgi zamonda turibdi. Hozirgi zamonda ana shu paytida, ya'ni qachonki ma'nosida keladigan paytda whenni ishlataman. Whenni ham men o'tgan zamonda ishlatishim mumkin, agar gapni tarkibida takrorlanish ma'nosini anglatadigan so'z bo'lsa. Ya'ni qaysi? Mana selten, jeden Tag, immer, ana shunaqa takrorlanish ma'nosini anglatadigan so'zlar kelsa, men alsni ishlatmayman. U o'tgan zamonda turgan bo'lsa ham whenni ishlataman. Masalan, mana shu als ich Kind war hat meine Mutter mir Schokolade gegeben degan gapni men whenga aylantiraman. Qarang, qanday qilib o'zgaradigan joyini qarang. Yo, buni hozir bolaligimdan o'zgartirmayman. Bolalik chunki bir marta har doim bolaligimda demayman-ku, to'g'rimi? Bolalik bir marta bo'ladi. Tak, misol yozamiz mana. Mana als meine Großmutter, buvimiz deylik, Großmutter zu uns, bizni oldimizga, ya'ni uyimizga, zu uns kam, mana brachte sie mir die Süßigkeiten. Qarang, gapni ma'nosini. Mana buvim biznikiga kelganda, hozir o'tgan zamonda turgani uchun alsni ishlatdim mana. Menga u, ya'ni buvam shirinliklar bergan. Endi qarang, xuddi mana shu gapni whenga aylantirsam qanday bo'ladi? Wenn, qarang, immer meine Mutter zu uns kam, brachte sie mir die Süßigkeiten. Nima uchun whenni ishlatdim? To'g'ri, gap o'tgan zamonda turibdi, lekin gap tarkibida takrorlanish ma'nosini anglatadigan so'z turibdi. Immer, mana har doim meine Großmutter, mana buvam biznikiga kelgan paytida degan ma'noda when ham keladi. U menga shokoladlar, Süßigkeitenlar bergan. Ya'ni shirinliklar. Har doim degan so'z turganligi uchun men bu gap o'tgan zamonda turgan bo'lsa ham whenni ishlataman. Chunki takrorlanish ma'nosini anglatadigan so'z turibdi gap tarkibida. Shuning uchun. Tushunarlimi? Demak, gaplar ikkita gapni biriga bog'la. Qanday qoida hozir shu bo'lmayapti. Als bilan gap tuzayotganimizda, als bilan gap tuzayotganimizda gaplar o'tgan zamonda turishi shart. O'tgan zamonda turishi shart va gap tarkibida takrorlanish ma'nosini anglatadigan so'z bo'lmasligi shart. Gap tarkibida takrorlanish ma'nosini anglatadigan so'z bo'lishi, takrorlanish ma'nosini anglatadigan so'z bo'lmasligi shart. Demak,
mana shu ikkita holat bo'lishi shart. Undan keyingina alsni ishlatasiz. Bo'lmasam when ishlatiladi. Agar takrorlanish ma'nosini anglatadigan so'z bo'lsa tarkibida. Tushunarlimi qoida? Tushunarli. Sho'roq aka, bitta savol bor. Aha. Ana als mani Go'smutni bizga kelganda deyapsiz-ku. Xo'p. Kelgan paytda deb. Keyin o'sha ikkinchidagi gap u ham nima zamonda bo'lishi kerakmi? O'tgan zamonda? Albatta o'tgan zamonda bo'lishi kerak. Chunki kelgan paytda o'sha payt o'tgan zamon-ku. O'shanda bergan, hozir beradi emas-ku. Eslash ma'nosida ko'p kelarganda. Shunaqa o'tgan zamonni gapirayotganingizda, shu paytda deyotganingizda alsni ishlatasiz. Agar gapingizni tarkibida takrorlanish ma'nosini anglatadigan so'z bo'lmasa, agar takrorlanish ma'nosini anglatadigan so'z bo'lsa, then ishlatiladi. Demak, xulosa als faqatgina bir marta sodir bo'lgan gaplardagina ishlatiladi. Ya'ni takrorlanish ma'nosi bo'lmasligi kerak gap tarkibida. Tak, agar tushungan bo'lsak, jetzt machen wir eine Aufgabe. Demak, bitta topshiriq bajaramiz. Mana bu yerda gaplar turibdi. Marie ist lange verreist, va tepada ham alsli gaplar turibdi. Ega kesimini joyiga qo'yib, ma'no jihatdan moslab qo'yib qo'yishimiz kerak. Tezda mana shuni yozib, guruhga bitta tashlaylik. Ketdik. Keyin ozgina og'zaki mashq bajaramiz va qolgan mashqlarni keyingi darsda davom ettiramiz. Tezda buni yozib guruhga tashlaymiz hamma. Tak, ko'rinni ichida ham esimdan chiqib qoldi. Bitta yangi so'z bor edi. Spaßvögel, e'tibor bergan bo'lsanglar. Hech kim so'ramadi ham shu so'zni. Spaßvögel, hazilkash odamni Spaßvögel deydi. Bu anaqa nima deydi? Majoziy ma'noda, ibora ma'nosida. Spaßvögel. Spaßvögel. Hazilkash.
Tezroq berilgan topshiriq bajarib, guruhga tashlaymiz. Ustoz, nimani? Kitobni qo'yib yuboring. Ko'rinmayapti. So, und jetzt machen wir mündliche Aufgabe. Die gleiche Frage gebe ich euch. Ihr müsst mit als einen Satz auf Deutsch sprechen. Demak, bir xil savol beraman hammaga va u als bilan javob berishimiz kerak. Qanday? Balkim o'zgartirish mumkin vaziyatga qarab. Was war ihr sizning, Lieblingsfach, sevimli faningiz, Lieblingsfach in der Schule. Maktabda sizni sevimli faningiz qaysi bo'lgan? Endi mana shu savolga mana bunday qilib javob beramiz. Als ich in man maktabda o'qiyotgan paytimda als ich in der Schule gelernt habe, war mein Lieblingsfach qaysi bo'lgan? Shuni aytib qo'yasiz. Masalan, English oder Deutsch, Mathe, Physik, Was? Keyingi savol. Haben Sie mehr gespielt als Sie Kind waren? Siz yosh bola bo'lganingizda qaysi o'yinni ko'p o'ynagansiz? Als Sie Kind waren.
Tak. Qani ketdik. Og'zaki bajarib ketamiz. Dinara, was war Ihr Lieblingsfach, als Sie in der Schule gelernt haben? Maktabda o'qiyotgan davringizda sizni sevimli faningiz qaysi bo'lgan? Als ich in der Schule gelernt habe, war mein Lieblingsfach Russisch. Russisch. Und was haben Sie mehr gespielt, als Sie Kind waren? Bola bo'lganingizda nimani ko'p o'ynagansiz? Qaysi o'yinni? Als ich Kind war. Kind war, mein Lieblingsspiele. War mein Lieblingsspiel. Fußball. Fußball. Yo'q. Okay, Erkin aka. Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? Katta sevimli faningiz qaysi bo'lgan? Mein Lieblingsfach war in der Schule Geschichte. Als ich in der Schule. Mein Lieblingsfach ist Geschichte, als ich in der Schule gelernt habe. War bo'ladi keyin. Mein Lieblingsfach war Geschichte, als ich in der Schule gelernt habe. Und ihr, was haben Sie mehr gespielt, als Sie Kind waren? Bola bo'lganingizda qaysi o'yinni ko'p o'ynagansiz? Fußball. To'liq javob. Als ich Fußball spielen war. Oder, ja. Kashavarino bo'ldi. Als ich Kind war. Als ich Kind war. Habe ich Fußball gespielt. Habe ich Fußball gespielt? Habe ich Fußball gespielt. So, dunyodagi. Als ich in der Schule gelernt habe, war mein Lieblingsfach ist Chemie. Chemie. Ist geremas, war mein Lieblingsfach Chemie. Und was haben Sie als Kind gespielt? Bola sifatida nimani o'ynagansiz? Als ich Kind war, habe ich National Uzbek Spiel Eschekminde gespielt. Okay. Sehr gut. Tolib aka. Als ich in der Schule gelernt habe, war mein Lieblingsfach Chemie und Chemie. Und als ich Kind war, habe ich Computerspiele gespielt. Sehr gut. Dilfuza. Als ich in der Schule gelernt habe, war mein Lieblingsfach Mathe, Physik und Sport. Waren bo'ladi, unda ko'plikda turib. Waren meine Lieblingsfächer. Waren meine Lieblingsfächer Mathe, Physik und Sport. Als ich Kind war, habe ich Versteckspiele gespielt. Aha, sehr gut. Danke, Adolat ava. Als ich in der Schule gelernt habe,
war mein Lieblingsfach Mathematik. Was habe spielt Kind war? Als ich Kind war, habe ich Schachspiele. Okay, danke. Und nächste Person. Shahriyor aka. Als ich in der Schule gelernt habe, waren mein Lieblingsfach Mathe und Physik. Als ich Kind war, habe ich Fußball gespielt. Fußball gespielt bo'ladi. Okay, Nodir aka. Nodir aka. Schreiben Sie in die Gruppe, wir haben nicht mehr Zeit, falls ihr nicht sprechen könnt. Agar gapirolmasa guruhga yozing. Vaqtimiz yo'q bizni. Ho'jakbar. Wer? Nodir aka, schneller bitte. Ich spreche. Ich bin fertig. Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? Als in der Schule war, habe ich Aha, als ich in der Schule war, maktabda bo'lganda bo'ladi bunaqa javob bersam. Habe ich nimani o'qiganman? Nimani o'rgangansiz? Chimiya. To'liq javob beringlar. Nima? Mana shu chemiya yoki matematika bo'ldi. Als in der Schule war, habe ich gelernt Chemie. Chemie gelernt. Chemie gelernt. Ja. Okay. Was haben Sie als Kind gespielt? Als ich Kind war, habe ich PlayStation gespielt. PlayStation bormi de? Okay, danke. Ho'jakbar aka. Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? Als ich Schule war mein Lieblingsfach Geografie, weil ich mich für Politik interessierte. Okay. Und was haben Sie als Kind gespielt? Als ich Kind war, spielte ich viel Fußball mit meinen Freunden gegen eine andere Straße. Okay, sehr gut, danke, sehr schöne Antwort. Adham aka. Als ich in der Schule gelernt habe, war mein Lieblingsfach Geografie. Als ich Kind war, mein Lieblingsspiel Fußball. War mein Lieblingsspiel Fußball bo'ladi? Ja, genau. Okay, Maftuna. Misol qilib aytib berasiz Maftuna, nima qilmaydi? Mein Lieblingsfach in der Schule ist Russisch. War Russisch, als ich in der Schule maktabda in der Schule gelernt habe. Mhm. Und was haben Sie gespielt, als Sie Kind waren? Nimani o'ynagansiz? Bola bo'lganingizda, endi kichkina bo'lganingizda, hozir 6-sinfsiz endi. Yana ham kichkina bo'lganingizda. Als ich Kind war, habe ich qo'g'irchoqlar o'ynaganman. Puppe gespielt. Puppe qo'g'irchoq degani.
Puppe gespielt und Fußballspiele. Fußball gespielt. O'ynaganmisiz futbolni? Yolg'onmi? Nahotki, уже jahon chempionatiga sizlar olib chiqasizlarmi deyman, o'g'il bola eplolmasa. Bu yil chiqadi hamma, xudo xohlasa keyingi. Asror aka. Alles ich in die Schule gelernt habe. Alles ich in die Schule gelernt habe, waren mein Lieblingsfach Französisch und Englisch. Und als ich Kind war, habe ich zusammen mit meinen Freunden Tischtennis gespielt. Sehr gut. Yaxshi, mana shunday als bilan gapirganda shu holatda bo'lishi kerak. Demak, im nächsten Unterricht setzen wir von hier fort. Ihr müsst aber die neue Wörter einmal wiederholen, weil die Aufgaben, die wir im nächsten Unterricht machen, sind mit diesen neuen Wörtern fest verbunden. Demak, sizlar keyingi darsgacha mana bu yangi so'zlarni yaxshilab mustahkamlaysizlar, chunki keyingi darsda qilinadigan topshirig'imiz o'shalar bilan bog'liq bo'ladi. Bu bobda adashmasam deyarli hech nima qolmadi. Vazifalarni qilish kerak bo'ladi birgalikda. Topshiriqlar bor. Shularni qilib qo'yamiz bitta-ikkita. Og'zakka doir suhbat bo'ladi keyingi darsda ham. Keyin vaziyatga qarab 14-bobga o'tib ketamiz. Tushundikmi? Tushundik. So, habt ihr Fragen? Savollar bormi? Nein, keine Fragen. Yo'q. Okay, falls ihr keine Fragen habt, dann verabschieden wir uns bitte bis nächster Unterricht. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Gute Nacht. Ciao.